Herzlich willkommen zum Bhanumati Shetty's Kitchen. Ich möchte euch indische Küche aus Bundesstaat Karnataka, aus Region Tulunadu beibringen. Ich habe gedacht, ich komme aus dieser Region und ich werde besser weiterleiten meine Küche. Deswegen, ich habe gedacht, heute koche ich euch Hähnchencurry. Das ist genannt in Tulunadu als Kori Rasa. Kori heißt Hähnchen, Rasa heißt Curry. Ich habe ein Lorbeerblätter, 3 Nelken und 2 Stück von Zimt genommen. Habe ich 2 Esslöffel Ghee genommen und 1 Zwiebel klein geschnitten, und ich tue jetzt die Lorbeerblätter, Nelken und Zimt in die Pfanne rein und tue ich anbraten. Die Zwiebel muss richtig goldbraun gebraten werden und die 1 Löffel Kurkuma, und das ist die indische Gewürze, das heißt, ich habe aus Indien gebracht, das ist die Hähnchenpulver, Hähnchenmasala. Sie kriegen Hähnchenmasala aus indischen Geschäften. Sie können das hier benutzen. Ja. Und scharf, ich habe hier 4-5 Löffel genommen, und Sie können tun, wie Sie scharf essen. Ja. Dann diese Gewürze richtig mit Zwiebel und Ghee anbraten. Und ich habe die 500 Gramm Hähnchenfleisch in Stücke genommen. Und ja, das mit Ghee, Zwiebel und die ganze Gewürze mischen und anbraten. So, in Indien tun wir alles in eine Stein gemahlen, und das schmeckt ganz anders als hier. Und ja, hier Sie können auch in die Küchenmaschine das mahlen, wenn Sie das richtig, die ganze grobe Gewürze und Kokos, Raspel, das mahlen möchten. Aber das ist einfacher. Ich sage immer, was ist einfacher und schnell, aber ähnlich. Ich tue 1,5 Löffel Salz, ja, dann mische ich wieder. Wir haben also in einer Region viele Sachen. Hier habe ich halbe Zwiebel klein geschnitten und 2 Tomaten klein geschnitten reingetan. Ich wollte sagen, dieses Gericht in viele Regionen, das heißt Ort zu Ort anders genannt. Zum Beispiel in Mangalore, es ist genannt als Kori Rasa. Aber in Kundapur, woher mein Mann kommt, ist es als Koli Halu. Ja. Jetzt die Tomaten sind ein bisschen richtig wasserig. Dann tue ich Kokosmilch in die Dose, kriegen wir überall hier heutzutage, auch in indische Geschäfte. Das ist 400 Gramm.
Das heißt, ich habe 200 Gramm genommen, halbes, 200 Gramm und mische ich alles zusammen. Ich habe gedacht, ich bringe bei nur die schnellere Gerichte, was wir hier haben. In Indien ist ganz anders, da gibt man auch so viele Mühe dazu, ein Gericht zu kochen oder machen. Ja, aber hier, das ist die Leute, die sind beschäftigt und die arbeiten, die können auch schneller machen, kochen. Ist auch gut so. Hier in Indien, also in Tamil Nadu heißt das, woher ich komme, da sind Vielfalt von Kulturen, die Sprache wird Tulu gesprochen. Und zum Beispiel, ich komme aus Mangalore, das heißt Tamil Nadu Region, und wir reden Tulu zu Hause als Muttersprache. Und von die andere, von Kundapur wird Kannada gesprochen, das auch Kannada, aber in einem Slant. Das heißt, da gibt es ganz andere Akzent als die Staatssprache. Bundesstaat hat eine andere Sprache. So, da haben wir, in Indien ist es so genannt, ne? So für die viele Sprachen. Ich habe jetzt die Hähnchen Curry, Koli, Saru ist fertig. Schauen Sie mal, ich habe ein bisschen Koriander genommen, klein geschnitten. Das schmeckt und riecht aber besser. Oh, es ist fertig. So, schauen Sie mal, kochen Sie mal und sagen Sie mir Bescheid. Abonnieren Sie, leiten Sie weiter und ich werde euch in andere Video treffen. Auch leckeres, südindisches und aus Tamil Nadu. Auf Wiedersehen. Bis dann.